Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge zu WW wie Wetterwissen. Jo. Tatsächlich ist Wetter ein sehr verbreitetes Thema. Vor allen Dingen auf der Arbeit ist es eines der meistdiskutierten Themen. Ja. Und ja, viele behaupten zu wissen, was eigentlich Wetter ist, aber in Wirklichkeit, wenn man dann tatsächlich mal nachfragt bezüglich der Definition, dann wissen so gut wie fast alle Leute nicht, was eigentlich genau Wetter ist. Ja. Viele umschreiben das wohl wahrscheinlich eher so mit, ja, das Wetter ist jetzt zum Beispiel hier schön, ne? Es ist sonnig, wir haben Herbst. Die Temperatur beträgt so 20 Grad ungefähr, ja, Ende Oktober, alles tippitoppi. Ne? Aber was so Wetter tatsächlich ist, das wissen wohl wahrscheinlich nur die wenigsten. Deswegen werden wir da jetzt mal so einen kleinen Einblick in die erste Folge zu WW wie Wetterwissen. Damit hallo und herzlich willkommen. Jo. Das Wetter generell ist im Prinzip ganz primitiv und wirklich ganz einfach gesagt der Zustand der Atmosphäre zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade hier und gucken mal auf die Uhr. So, 16:04 Uhr. Und jetzt schauen wir mal, was so der Zustand des Wetters ist. Ne? Um 16:04 Uhr hier zwischen Bad Rappenau und Bonfeld haben wir jetzt aktuell eine Temperatur von 19,9 Grad. Sehen Sie hier. 19,9 Grad und die Luftfeuchtigkeit beträgt 64% hier aktuell. Direkt hier vor Ort. Das ist der Zustand der Atmosphäre zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort, jetzt in diesem Fall an der Temperatur. Wenn wir hier jetzt mal auf den Boden schauen, dann stellen wir fest, die Bodentemperatur ist ein bisschen kühler. 18,0 Grad. Oder wenn wir jetzt hier mal auf unser Barometer schauen, wie das hier jetzt aktuell aussieht, dann stellen wir fest, der Luftdruck jetzt hier an diesem Ort beträgt 1032 Hektopascal. Gut, ich habe den jetzt nicht kalibriert, also keine Sorgen. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt momentan ein richtig gutes Hochdruckgebiet. Und genauso erfasst man im Prinzip das Wetter. Und da gibt es halt ganz verschiedene Größen, ja, die wo uns alle nützliche Informationen geben. Ja, zum Beispiel die Temperatur ist ganz nützlich. Ja. Sie wird ganz gerne erfasst. Luftfeuchtigkeit, dann der Luftdruck. Zu dem Luftdruck werden wir noch ein separates Video machen, genauso wie auch zu der Temperatur und zu der Luftfeuchtigkeit. Dann haben wir auch noch die Sichtweite. Dann Bedeckungsgrad des Himmels, jetzt in diesem Fall komplett wolkenlos. Ja. Niederschlag, der Wind, den erfasst man auch. Dann gibt es etwas, was ganz selten hier bei uns in Deutschland geworden ist, und zwar nämlich die Schneehöhe. Ja, auch sie gehört zu einer Maßeinheit des Wetters. Dann die Sonneneinstrahlung. Ja, jetzt aktuell haben wir ja noch richtig schönen Sonnenschein hier. Und zum Beispiel auch noch andere Kenngrößen wie der Taupunkt oder ähnliches. Ja. Das alles sind im Prinzip physikalische Größen, mit denen wir versuchen, den Zustand der Atmosphäre zu erfassen. Und dementsprechend wissen Sie jetzt ganz genau, was Wetter ist. Genau. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, Wetter ist der Zustand der Atmosphäre zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort. Das heißt, dementsprechend zum Beispiel hier auf dem Feld haben wir jetzt eine Temperatur von 19 Grad. Ja. Hier an unserer Wetterstation hier in Bad Rappenau.
haben wir jetzt aktuell eine Temperatur von 17,9 Grad. Das heißt, 3 Kilometer weiter ist es ein bisschen kühler. 3 Kilometer weiter ist die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher als hier. 3 Kilometer weiter ist das Barometer, ja gut, 1038 Hektopascal. Müsste man halt kalibrieren. Ja? Und dementsprechend so können wir dann unser Wetter erfassen. Und ja, genau. Gut, sehr geehrte Damen und Herren, das war auch schon die allererste Folge zu WW wie Wetterwissen. Die nächsten Folgen werden wohl zum einen beinhalten Kenngrößen bzw. Messgrößen in der Meteorologie. Und ja, genau. Damit hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht diesbezüglich und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.